und willkommen zu Money Tutorials beim Let's Play Cable. Ein paar von euch kennt das Spiel vielleicht und ich hoffe, ihr kennt es nachher nach meinem Let's Plays. Und natürlich das erste, was ich mache, ist ein Charakter erstellen und machen wir Level für Level, Quest für Quest immer weiter. Also fangen wir mal an. Irgendwie ist es ein bisschen dunkel, aber das geht schon. Also natürlich kann ich männlich und weiblich. Dann gibt es 6 Klassen. Also der erste ist Krieger, Klingenstürmer, Magier, Atrialschütze, Atrialritter und Atrialkämpfer. Ja, natürlich die Leute, wo Nahkampf gern haben, ist der Krieger gut, Klingenstürmer und der Atrialkämpfer und auch der Atrialritter. Und die für weit entfernt magisch sind, ist der Magier und der Atrialschütze natürlich. Die sind eher Magier und Atrialritter hat auch ein bisschen Magie dabei und auch Kampf. Und ich nehme, glaube ein Atrialritter. Ja, den war ich schon lange nicht mehr. Also gebe ich mal unser Kanalnamen. Dekemani. Dekemani. D. Ja, das geht schon. Und dann hier unten seht ihr, kann man Frisur wählen. Irgendwie, es tut mir leid, dass es so dunkel ist, aber einfach Frisur kann man wählen. Ich nehme die Frisur 1, so Punkerin, nein, schön. Haarfarbe nehme ich auch schwarz, gibt ganz verschieden. Gesicht gibt es komische, sehr komische, aber Gesicht gibt es recht wenig. Ich nehme Gesicht zwar mit einem Bart und natürlich kann man noch drehen. Ganz schön gemacht alles. Und dann will ich mal anfangen. Tack. Und schon habe ich den Kakial. Start. Und wir verbinden uns mit dem Channel. Und das sind wir schon im Cable. So. Ihr seht, hier unten, das ist nicht gut. Hier unten sind die Kampfskills. Und hier kann ich das Arterialschild noch abnehmen, also deaktivieren. Aber das ist unnötig, ich lasse es immer an. Und weg mit dem. Und ich erkläre auch zuerst ein bisschen. Es gibt Inventory. Seht ihr, was ihr anhabt, Helm sich auch an. Quest mit T kann man es öffnen. Hier habe ich eine Quest, dort drüben ist angezeichnet und die mache ich auch gerade. Dann gibt es noch K für Skills, kann man schauen, was man für Skills hat. Magie-Skills, Upgrade, Special. Und hier sehe ich Level 1, also wenn ich kann bis zu Level 20 machen, kann ich jetzt nicht. Und dann wird er immer besser und das ist auch gut. Was gibt es noch? Ja, natürlich C, Charakter. Kann man hier noch Titel wählen, hier oben. Aber leider haben wir noch kein Titel zur Verfügung. Und hier ist einfach die Stärke, Intelligenz und Geschicklichkeit. Das können wir einschalten, wenn wir einen Level höher sind. Bekommen wir 5 Punkte und das können wir einschalten. Und man braucht die Sachen für Rüstungen und so. Die Rüstungen brauchen einen speziellen Wert von denen. Ich glaube, das war jetzt genug und fangen wir mal an. Ja, die erste Quest. Also man kann es lesen natürlich, aber irgendwie macht das mich nicht so an, so viel zum Lesen. Händler treffen. Und jetzt weiß ich schon, steht das hier. In Bloody Eyes geht zu Private Waffenhändler. Dann gehe ich mal zu diesem Spastikopf. Ja, es sieht so aus. Ein dicker Sack. Oder ein dicker, kann man auch sagen, natürlich. Quest, weiter. Jetzt muss ich zu Keller, Alchemistin. Keller, du wohnst im Keller.
mit den Ratten. Du kennst nun die Geschichte des Alchemisten. Geh als nächstes zum Lagerverwalter. Ja, beim Lagerverwalter kann man... Ja, Lager heißt er schon. Kann man nicht das Depot... sorry, ich fehle. Kann man etwas drauf tun ins Lager. Und was man nicht braucht. Und dann ist es nicht im Inventar. Aber hier Quest mal, weiter. Ja. In Bloody Eyes und jetzt habe ich sie gerade fertig, muss nur noch zum Officer Hancock Witzige nehmen. Und da bekomme ich ein HP-Trank klein. Jetzt ja, geht es gar weiter mit Quests. Aha. Ja, jetzt muss ich die ersten komischen Dinger killen, die Monster. Ist ein recht kleines Monster, aber für den Anfang genügt das. Plapp. Stirb. Puh. Puh. Eben, und Skills kann man auch kaufen bei den Lehrern. Und jetzt habe ich zu wenig Geld, Alts heißt das hier. Und zum anderen kaufen, die habe ich einfach am Anfang hier unten. Und brauchte natürlich auch. Und jetzt Wuchtstoß. Und ein Wuchtstoß. Und ein Schildschock wieder und boom. Steh ab. Kleines Biest. Schon gemacht. Jetzt sind die Quests noch sehr kurz. Sehr kurz kann man sagen. Aber später geht's richtig lang, kann man sagen. Und es wird auch langweilig. Also nein, ich meine, das geben wir nicht langweilig, selbst sowieso nicht. Aber ich meine, was sollte ich sagen? Juhu, wir haben einen Skill bekommen. Atrialstich. Ja, also ich meine, also man muss so 100 Nipperlook zum Beispiel töten oder viel besser natürlich. Und 100, das geht schon recht eine Weile. Also, dann müssen wir Rechtsklick und jetzt haben wir das entschärft. Also können wir es brauchen, hier hinziehen und plapp, hier ist es schon. Oh, okay. Viel besser als die anderen. Und jetzt müssen wir wieder von diesen kleinen dummen Gören killen. Dumme Gören. 2 Stückchen nacheinander. Das ist doch mal cool. Nipperlook, komm her. Du Schweineherd. Und Hammer bei diesem Spiel finde ich, die Kamera geht dem Mensky, dem Charakter nach und das ist wirklich Hammer. Na. Ach, verschielt, nicht getroffen. Und ich glaube mal, wir machen die Quest noch fertig. Und dann sage ich mal, bye Leute. Aber natürlich erst nach dem Quest, wenn wir es fertig haben. Dass man nicht falsch versteht. 2 Stich wieder. Och, jetzt habe ich Schaden bekommen. Du kleines Tier, du killst mich ja. Nein, so ein kleines Tierchen killt mich nicht. Ach du Bösewicht. Ja, nur noch eines und dann ist das gut. Und dann gibt es hier noch so Steine. Tue ich mal hier drauf. Rückkehrsteine. Da kann man hier draufklicken. Wartet schnell. So. Und da bin ich in der Stadt, also im Zentrum. Und das ist sehr nützlich. Quest abschließen. Juhu, wieder bekommen etwas. Tack, jetzt habe ich mehr. Hier seht ihr, mehr HP. Und so höre ich gerade auf. Mit einem schönen Happy End. Bye Leute und bis zum zweiten Let's Play von Cable. Und ich hoffe, ihr spielt es auch einmal. Peace.